Hallo ihr liebe Leute, hier ist bitte der Yankee mit Let's Play Uncharted Drakes Schicksal. Uff, pelzig. Und wir gehen jetzt gleich mal hier die Treppe hoch. Ich muss mir jetzt erstmal wieder die Steuerung gewöhnen. Gerade frisch wieder von Final Fantasy VII gekommen. Und da muss ich mich jetzt erst einmal wieder an die Spielweise gewöhnen, Hey, Elena, wo bist du? nachdem ich gerade die Schneefelder mit einem furchtbaren Snowboarder bei Final Fantasy VII hinter mir gelost habe, muss ich mich jetzt erstmal hier wieder an die Steuerung gewöhnen. Schrotflinte und mein Walter P9. Ich glaube zumindest, dass es ein Walter P9 ist, weil einfach nur P9 dort steht. So, wo sind wieder die Handlanger? Da sieht es aus, als wäre Kurbel, die wichtig wäre. Moment mal. Was kann in dem Turm so wichtig sein? Oh, Verdammter Mist. natürlich wieder Handlanger, das war so klar. Das sind die... Das sind die Chilischoten aus Quetzal Santa Tenango. Oh Mann. Uah. Sie werden nur tief im Inneren einer Irrenanstalt von den Insassen... Nee, sie werden nur tief im Urwald von den Insassen einer guatemaltekischen Irrenanstalt angebaut. Die Chilischoten von Quetzal Santa Tenango. So, das war ein Kopfschuss. Wie die dann so Klapperschlange-Geräusche machen, die Dinger. Ach, wieder ein Kopfschuss. Dann versteck dich nicht mehr. Wir laden noch. Wo ist denn die andere Hahnebambel? Ich sehe ihn gerade nicht. Haltet ihn auf! Wo bist du? Ah, da bist du! Du elender Knetkopf! Dich mache ich fertig! So. Oh, hoppla, jetzt habe ich aus Versehen wieder das gemacht. Ich frage mich aber echt, wo die immer die Handlanger herhängen. Vor allem, weil es immer dieselbe Typen sind. Was ist er dann? Immer so Bandana-Typen. Oder so samoanische Oberkörper-Freikrieger. Ja, komm. Komm, Drake, das hältst du aus. So, da drüben sind sie. Ich sehe sie. Okay, es wird schon schwarz-weiß. Ich sollte mich erstmal nicht aus der Deckung rausbewegen. Jetzt erst wieder. Okay. So. Ja, ich bin definitiv nicht so der beste Schütze. Das habe ich jetzt auch so wieder geblickt durch das Spiel. Yeah. Aber... Sehr gut, dann habe ich wieder einen Kopfschuss gekriegt. So manchmal schaffe ich doch auch mal ein paar ganz gute Schüsse, würde ich sagen. Nicht immer, aber immer öfter. Ach Gott. Meine schlechte Witze-Serie wird auch in Uncharted fortgesetzt. Ach, der hat so Maschinenpistole wieder gehabt, die Mikro. Ich mag aber ganz normal die Pistole-Muni erstmal nur haben. Der hat nur AK-47 wieder. Der Kerl hat wieder normale Pistole-Muni und AK. Okay. Arschlochkind 47. So sieht's aus. Und nicht anders. Nee, eigentlich steht sie für Anton Kalaschnikow, glaube ich, oder? Anton Kalaschnikow, Modell 47. Was ist das? Das ist ein Winde, du Knetkopf. Also Zertra. So. Geht doch. Muss ich immer lachen, wenn ich sowas wie Knetkopf oder so sage. Da muss ich mal an die Simpsons denken, natürlich. Wo der Ende Investor auch so meint, weil der Homer lauter Kürbis-Aktie gekauft hat und für Halloween dann das fette Geschäft gemacht hat und noch Halloween hat er sie nach wie vor behalten und hat halt Bankrott gemacht dadurch. Der Mensch sein Investor auch nur oder sein Banktyp meint dann auch nur Homer, sie Knödelkopf, sie hätten ihre Anlagen vor Halloween verkaufen sollen. Wenn das so schon dein Bankberater oder dein Aktienberater sagt, sie Knödelkopf. Ach ja, sowas finde ich lustig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag immer so kleine Sprüche, so Seitensprüche finde ich teilweise witziger als irgendwelche groß aufgelegte Gags, wie das mittlerweile bei den Simpsons ist. Da machen sie 5 Minuten rum, um einfach nichts zu sagen im Endeffekt. Das ist etwas doof. Mhm. Was ist hier? Gleiches Symbol.
Aber was hat das mit dem Turm zu tun? Das ist der Turm von Quetzal Santa Tenanco. Okay, hier haben wir dann nichts mehr. Nein, du Knödelkopf. Mist, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich... Ich weiß gar nicht, was ich wollte. Eigentlich wollte ich Renner. Aber machen kann ich hier auch nichts, oder? Das ist nur dasselbe Symbol. Bla bla, ja. Das ist ja schön und gut, aber damit kann ich nichts anstellen. An der Tür selber kann ich auch nichts machen. Irgendwo muss es wahrscheinlich nochmal so das Schlüsselsymbol geben, was ich so dann möglicherweise durch die Tür dann, oder wie ich dann so die Tür öffnen kann. Und glücklicherweise gibt es hier Kletterpassage wieder. Okay, das war Quatsch. Dass ich mal wieder, wie durch Zufall, alles mit Parkour-Action lösen kann. Wie im richtigen Lever. Ja, du links kannst nicht hier? Nee, okay. Ja, das ist wie im richtigen Lever. Da wird alles durch Parkour gelöst. So rum. Nathan. Mach Ferz. Ich will, dass du dich da runterhängst. Ja, genau so. Dann will ich, dass du... Nein, 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 nein. Blöd die Kamera. Böse die Kamera aus. Ich will Nathan... Nathan... Herr Uff, Ferz zu machen. Ich will, dass du da neben hier springst. Ja, genau. So. Da liegt irgendwas. Ah, ne, das ist nur... Ist nur ein Vogel gewesen. Na gut. Dann gehen wir hier hoch. Ja, gehst du? Gehst du? Dann kletter halt so rum. Mir ist egal. So, okay. Jetzt bleiben uns nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder rechts rum, was ich etwas sinnlos fände, oder halt hier hoch. Probieren wir es mal so aus. Nee, das will er nicht. Okay. Probieren wir es doch mal so. Ja, okay, das bringt was, tatsächlich. Und... Was er wieder schafft, der Typ. Und was hat es uns gebracht? Es macht uns platt. Okay. Okay, okay. Das war etwas doof. Also merke Kreisdrücke. Wirst von Steinen du geplättet, hast den Nathan du nicht gerettet. Manometer. Okay, hier rum. So, und hoch. Und wieder. Zack. Da, 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 da. So. Jetzt wieder hopp. Und... Natürlich in letzter Sekunde. So, was hat uns das jetzt gebracht? Im Endeffekt können wir jetzt da hochklettern. Okay. Ja, manche von uns finden Lösungen. Manometer. Die Kameraperspektive ist leider doch etwas dämlich manchmal. Was war denn das? War Idiote-Aktion. Also nee, das war jetzt etwas blöd. Ich muss sagen, das Spiel ist ja wirklich großartig gemacht und so. Also das gefällt mir schon alles wirklich gut. Außer dass der Nathan halt schon so ein bisschen ein Filou ist, aber trotzdem ist er ein uriger Kerl. Nichtsdestotrotz, so mit der... was, wie blöd war dann das jetzt wieder? Also die Kameraperspektive beim Klettern, das hätten sie hier besser lösen können. Aber dafür ist es ja auch, wie ich sagen muss, ist es ja auch der erste Uncharted. Und beim ersten ist noch immer viel Quatsch erlaubt, wie ich finde. Das merkt man ja auch, wenn man Assassin's Creed so die Reihe spielt. Assassin's Creed 1 und 2, da liegen Welten dazwischen. Also anders kann ich es gar nicht sagen, da liegen wirklich Welten dazwischen. Ja, ja, was machst du dann? Da komme ich auch nicht hoch, da geht's auch nicht. Und da kann ich mich nicht abdrücken davor. Und renne und dann macht er nur so einen Quatsch. Also das funktioniert auch nicht. Jetzt verstehe ich gerade nicht, was los ist. Was, Lisa, Problem? Milhouse Mutter sagen, Milhouse Kraftprotz. Mann, was muss ich denn jetzt hier machen? Und dann hoch. Okay.
da kann er auch nichts machen. Na also, warum der dann aber so rumzickt, für den Sprung, das kann ich auch nicht sagen. Ach ja, ach ja. Und da komme ich nicht hoch? Oh Gott, Sarah, also, jetzt verarscht mich aber. So. Zack und zack. Und zack. Und zack. So. So wird auch ein Schuh draus. Und da kann ich auch wieder an der Steinwand hoch. Okay. Soweit alles sinnvoll. Und wieder runter. Natürlich. Tot. Okay. Ja, was mache ich denn jetzt? Okay, ach, tot. Also, jetzt verarschen sie mich aber, dass er den dappische Sprung nicht hinkriegt und do dann stirbt. Also, dass er do unten dann wegen dem bisschen Falle stirbt, das kaufe ich nicht ab. Das halte ich für sinnlos. Eher für Chance vertan oder so und dann deswegen nochmal neu starten. Aber dass der wegen dem 2 Meter stirbt, das glaube ich nicht. Das sehe ich anders. Okay. Dann geht's ja nur do lang. Und so Affesprünge, die kriegt er dann ohne Probleme hier. Das ist schon ein komischer Typ. Ne, da geht's so weiter. Und hoch mit dir. Und hoch mit dir. Und hoch mit dir. Ezio wäre stolz auf dich. Ich bin so frei. Das ist doch nur ein Skelett. Aha. Jetzt hämmer's. Vor Skelette musste ich nicht ekeln, Nathan. Die habe ich beinahe täglich auf Arbeit. Die sind nicht ekelhaft, Skelette. Eklig ist es erst, wenn die Kadaver nicht ganz frisch sind. Also wenn die Leiche nicht ganz frisch sind. Sondern wenn sie... Hoppala. Sondern wenn die etwas liegen und noch nicht ganz verrottet sind. Das ist dann eklig. Ach, Nathan. Was mache ich denn jetzt wieder von Quatsch? So. So rum. Dann nimmt er die Schlüssel. Ich bin so frei. Sag's doch. Ich bin so frei. Ja, und jetzt gehen wir hier mit dem Seil runter. Wir versuchen das jetzt mal cool zu lösen. Ja, und das kriegen wir sogar hier. Und zack. Und er stirbt nicht, wenn er da runter geht. Und das Skelett ist sogar noch teils im anatomischen Verband hier ohne Akuma. Also Respekt, Achtung dafür, wie er das schmeißen kann. So, jetzt sind wir wieder dort, wo die ganze andere Gestalte hier waren. Ja, es regt mich immer noch auf, dass wir nicht wirklich rennen können, oder? So, da runter, zack und zack. Ja, da stirbt er nicht. Da stirbt er dann nicht. Das ist etwas doof. So, rennen wir nur. Mit der Aktionstaste rennen wir nicht. Nee. Mit Kreis kann man nur hässliche Entdeckungssprünge machen. Jetzt da war. Nein? Also die Schlüsselübergabe war schon etwas knifflig jetzt. Okay. Okay. Lakaien Ahoi. Wo seid ihr? Ach Gott, nee. Da ist nix. Okay, Pistole-Munition habe ich wieder voll. Das ist Wo zur Hölle ist sie? Tja, in der Zelle sitzt sie mal nicht drin. Das wäre zu einfach, glaube ich. Munition ist voll, AK-47. Und da liegen doch noch Granätchen rum, oder? Schnapp da mal die AK, dann kommst du vielleicht so an die Granätchen dran. Ah nee, Genau, ich hab was sie ich ja wieder. Ich hab sie ja wieder, die Granate. Okay, ich habe Kenny verschwendet. Wegen dem Ladepunkt anscheinend. Oh ja, das sieht so richtig noch Lakaie-Action wieder aus. Also, wo seid ihr? Da seid ihr. Schießen, schießen, sterben, sterben. So, ist wieder einer an der Flak. So, viel Spaß damit. Und wieder die Kartellmusik. So, stirb Bandana Man. Uah. Ich hasse dich, Bandana Man.
Ach du Scheiße, ne, mit dem Flak ist das wieder nochmal eine Spur heftiger. Der schießt ja auch nur rum, wie er Bock drauf hat. Also der zielt auch nicht, oder der Knaber. Was war mit Gefangener? Uah. So, Entdeckung. Hochlader. Ach Gott, wie der darüber geslidet ist. Stirb, Bandana Man, der Zweite. Und du auch, Bandana Man, der Dritte. Jetzt habe ich Errungenschaft 30 Kopfschüsse. Ah, Mann. Uiuiuiui. Geht aber echt ganz schön die Luzi ab. Ja, da trifft er mich nicht so gut. Sollte warten, bis der ausgeschossen hat wieder. In Ordnung. In Ordnung. Nein, Nathan. Stirb, Bandana Man, der Fünfte. So. Ah, sehr cool. Nimm das. Sehr gut. Okay, das dürfte es hier eigentlich wieder gewesen sein, denke ich. Ja. Na dann, gucken wir uns mal um und sammeln mal ein, was es alles zu sammeln gibt. Ne, die AK, die brauchen wir nicht. Hat er mal wieder sauber aufgeräumt hier, den Nathan. Ach, du hätte ich auch noch was schießen können. Okay, was hätte das gebraucht? Das hätte nichts gebraucht. Na gut. Darf hier aber hin und wieder was Sinnloses dabei sein, was nur zum Kampfgeschehen beiträgt. Oh ja. Ja, dann mach doch, du Eiermann. Oh ja. So, jetzt hat er aber. Was gibt's hier Schickes? Nein! Mist! Mist! Das wollte ich da gar nicht. Ich wollte mich doch erst noch richtig umgucken. Na, egal. Egal, egal. Wir werden schon was finden. Ich sehe ihn! Du seid ihr wieder. Ah, das war wieder ein Kopfschuss ausgedealt. Sehr gut. Aber wobei ich irgendwie das Gefühl habe, meine Kopfschüsse sind eher von zufälliger Natur, als dass die wirklich gewollt sind. Manchmal will ich es ja auch natürlich wirklich. Aber dann ist es mir nicht gegönnt. Denn, ihr wisst, nie darf ich mal was Schönes haben. So. Jetzt du, Bandana Man, der Sechste. Ja, ich kann euch auch sehen. Oh, Samoaner-Krieger, der Erste. Zack. Lass die Speckmänner fliegen. Oh. Oh, da ist er wieder. Samoaner Man, der Zweite. Los geht's. Zumindest in dem Deal. Ich glaube, ich habe auch schon 5 von denen jetzt niedergemacht. Der ist da drüben. Oh, muss auf ihn, Freunde, die alle gleich aussehen. Nee, die Mikro mag ich nicht. Ich mag nach wie vor die 9mm Standardpistole. Die empfinde ich persönlich als äußerst angenehm. Ich mag normalerweise lieber vollautomatische Waffe, weil das wirklich was für Idiote ist. Deswegen nehme ich jetzt einmal wieder Walche die AK-47 und lass mal die Moss sei. Weil die ist zwar schon echt cool, die Moss, für solche dicke Gegner, aber trotzdem ist die AK doch relativ idiotesicher, würde ich sagen. Und das ist genau mein Kaliber, wenn es idiotesicher ist. Okay, du warst Flakschütz. Ah, können wir jetzt so eventuell noch ein bisschen was ballern? Sehr gut. Vor allem ist es geil, wenn man nicht hochladen muss. Das erinnert so ein bisschen an die Szene in der Vorstadt in The Last of Us, wo der Ender Hunter-Typ am Snipergewehr gehockt hat. Und man den so erwischen musste. So. Alter Falter. Das wird schon so richtig anonym und automatisiert, wenn man Leute mit so einem Flak oder mit so einem
Maschinengewehr, hier so ein Standmaschinengewehr umbringt. Ich finde, es hat nichts Persönliches mehr, wenn man das so macht. So wird Krieg oder allgemein Leute töten halt immer einfacher. Und ich finde, sowas sollte definitiv nicht einfach fallen. Aber so ist es heutzutage mit unserer Feuerwaffe. Ja, ja. Make love, not war. Play games, don't start a war. Und so weiter und so fort. Ja, ja. Wie war das mal bei den Simpsons? Ach, Lisa, das ist nur ein Spruch, so wie Rama Lama Ding Dong oder Frieden auf Erden. Ach ja, ach ja. Na gut, und nicht die Sache, liebe Leute. Ich gehe hier weiter in der alte Festung, und zwar im nächsten Teil von Let's Play Uncharted auf Pelzig. Und wir haben heute definitiv wieder sehr viele Handlanger erledigt. Wir haben wieder sehr viel anonyme Leute, der anonyme Tod gebracht mit anonyme Waffe. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, ob wir Elena endlich wieder treffen, ob es in der Story weitergeht oder ob wir nach wie vor uns noch durch Haufe von anonyme Lakaien schnetzeln müssen, um zu unserer Angebetete zu kommen. Also machen's gut und bis morgen wieder zu Drakes Schicksal. Ayan Yankee.